Die ganze Kompanie stillgestanden. Präsentiert die Trikots. Und jetzt alle im Chor. Dies ist mein Trikot. Es gibt viele Trikots, aber das hier ist meins. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, das Auswärtsspiel in Elversberg steht an. Das erste Auswärtsspiel dieser Saison und traditionell hat unsere aktive Fanszene dazu aufgerufen, im Trikot zu erscheinen. Das heißt, packt eure schönsten Schätze aus oder zumindest die ihr für so ein Spiel entbehren könnt. Auf jeden Fall schön im Trikot kommen. Im Hintergrund könnt ihr hoffentlich erkennen, dass das so ungefähr meine absoluten Lieblinge sind. Das hier selber ist mein allererstes FC-Trikot aus der Saison 2000, 2001. Ja, da ging das so bei mir so richtig los. Ja, Freunde, bevor es dann heute losgeht, bevor wir wirklich mit der Thematik heute starten und über unseren Gegner und über unsere voraussichtliche Leistung sprechen, noch etwas in eigener Sache. Da beim letzten Video muss ich ehrlicherweise mir eingestehen, dass ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin. Wisst ihr, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich vergesse auch manchmal, wie jung die ganzen Bres da draußen sind. Ne, das sind ja noch eigentlich im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, kleine Butchis. Ich muss da ein bisschen so Toleranz zeigen. Ich meine, damit wir uns richtig verstehen, ich wollte gegen unsere Mannschaft keine Fitner machen oder so. Wisst ihr, das waren frische Emotionen. Vom Fanblock aus hast du auch eine ganz andere Sichtweise. Ich war frisch zu Hause angekommen. Deswegen, bis auf Weiteres übe ich mich in Geduld. Ne? Werde ein paar Spieltage abwarten, vielleicht auch die gesamte Hinrunde. Und an der Stelle mache ich bis auf Weiteres mit unserem Team Kher. Ne? Tamam. Ich habe eine Wette verloren, deswegen der ganze schwachsinnige Jugendslang. Nicht, dass mich dann später auf der Straße die ein oder anderen Talahorns überfallen, ne? Also, für unseren FC geht es an diesem Wochenende ins Saarland. Nach Elversberg. Das liegt ungefähr 15 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Das Örtchen hat ungefähr 8000 Einwohner und die Stadionkapazität beläuft sich ungefähr auf etwas mehr als 10.000 Zuschauer, wenn ich mich nicht irre. Wie immer, ich komme von der Arbeit, ich mache trotzdem das Ganze, weil ich es unbedingt machen will. Auch so für euch gibt ja die einen oder anderen, die so cool waren, hier abonniert zu haben und mache ja auch ein bisschen so für euch. Jedenfalls, ja, was habe ich denn ich habe mich wirklich jetzt, das soll nicht arrogant klingen, aber ich habe mich bisher nicht mit Elversberg großartig auseinandergesetzt. Ich habe mich mit diesem Verein noch nicht einmal richtig beschäftigt. Das ist wirklich keine Arroganz, sondern wir waren letzte Saison in der ersten Bundesliga. Ja, jetzt können die keine FC-Fans sind und eines Erstligisten anhängen, mal kurz einmal lachen. Okay, seid ihr fertig? Ja, habe ich mich halt nicht mit auseinandergesetzt, aber mir ist schon aufgefallen, dass sie eine doch durchaus erfolgreiche Debütsaison gefeiert haben. Ich meine, Klassenerhalt, Platz 11, wenn ich mich nicht irre, 43 Punkte. Ne? Allerdings, liebe Freunde und auch liebe Fußballfans da draußen, so ein Fußballwunder ist das nun auch wieder nicht. Ja, Elversberg gehört so quasi zu den Vereinen, die von einem Investor unterstützt werden. Das ist ein weiterer Pharmakonzern, Urso Farm oder sowas in der Richtung. Das Stadion an der Kaiserlinde hat mittlerweile irgendwie noch den Zusatz Urso Farm Stadion an der Kaiserlinde. Naja, liebe Fans des FC Saarbrücken, ich habe gehört, ihr habt kein großes Problem mit Elversberg, aber das soll jetzt kein Hate sein, ich möchte nicht zu irgendwas aufrufen, aber passt auf eure Kinder auf. Wisst ihr, wir kennen das ja in Köln, was sich so im Kölner Umland die letzten Jahrzehnte getan hat. Da waren die Eltern immer schön in Rot-Weiß gekleidet und plötzlich wollten die Kinder unterm Weihnachtsbaum ein Trikot in Schwarz-Rot, ne? Also, aufpassen. Passt auf eure Kinder auf. Gut, aber jetzt kommen wir mal wirklich zum Gegner. Also ist ja jetzt auch nicht so, als ob das voll die Millionentruppe wäre. Der Kaderwert beläuft sich ungefähr bei 13 Millionen, während wir ungefähr 70 Millionen wert sind, wenn ich mich nicht irre. Hab da irgendwie so einen kleinen Vergleich mir angesehen.
Das ist auf jeden Fall ein akribisch zusammengestelltes Team, aber Hand aufs Herz. Kannte nicht viele Spieler, musste mir unbedingt den Spielbericht gegen Magdeburg nochmal zu Gemüte fügen. Und da gibt es bei mir, hat sich herauskristallisiert, 2 Player to watch. Das ist zum einen Torwart Nicolas Christoph, der wirklich, wirklich sehr engagiert gespielt hat und eigentlich im Prinzip keinen Ball durchgelassen hat. Der hat wirklich, der hat wirklich eine starke Partie gegen Magdeburg gemacht. Also, ich würde sagen, das ist derjenige, auf den wir am meisten achten müssen. Den müssen wir wirklich, glaube ich, versuchen auszutricksen. Hier haben wir es wirklich mit einem Torwart zu tun, den man überhaupt nicht unterschätzen sollte. Generell die Mannschaft, die stellen sich halt auch sehr viel hinten rein. Die Viererkette bei denen, da weiß ich jetzt nicht genau, inwieweit sie sich von unserer unterscheidet. Wobei bei uns, Jan Thielmann ist ja rechter Außenverteidiger mit Offensivdrang. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich richtig ist, weil hat mir im letzten Spiel nicht gefallen. Muss ich leider so sagen, hat mir nicht gefallen. Ich glaube, er ist bis auf weiteres fehlbesetzt. Vielleicht doch lieber offensiver. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Doch, ich will nicht sagen, dass ich keine Ahnung habe, aber ich glaube, noch ein paar Spiele mit der gleichen Leistung und dann wird ein Wechsel zu Carstensen auf der Position nicht abwendbar sein. Aber gut, so viel zu der hinteren Reihe, also Torwart Christoph und die Viererkette bei denen, schwer zu überwinden eventuell. Da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen und auf jeden Fall das bewerkstelligen, was Struber auch in der Pressekonferenz gesagt hat. Na, Tore schießen soll als Normalität angesehen werden und nicht als irgendwas Spezielles. Er sagte auch in der Pressekonferenz zum Thema Zugzwang, wir stehen eigentlich immer unter Zugzwang. Wir sind wirklich ein berühmter Verein. Wir sind ein Verein, der aus der 2. Liga immer nach spätestens 2 Jahren aufgestiegen ist. Ja, wird anscheinend auch laut ihm ein paar Umstellungen geben. Wir drehen an der einen oder anderen Schraube, sagt er. Entschuldigung an der Stelle, der kleine Versprecher. Es wird eher keine großen Veränderungen geben, sagt er, höchstens kleinere Veränderungen. Eventuell Lindenmeiner, man weiß ja nie. Lindenmeiner hat getroffen, ich weiß zwar nicht genau, ob er den dann vielleicht etwas offensiver einsetzt, noch offensiver als sonst, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schau mal, was am Ende auf dem Deckel da drauf steht, der dann immer kommt. Und ja, Marc Uth ist spielfähig, den haben der liebe Pierre, Köln Inside und meine Wenigkeit am Samstag dann spielen sehen bei der U21, hat 45 Minuten durchgehalten und er soll Spielzeit bekommen. Ja, okay, wenn dann wirklich, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, die Kacke am Dampfen ist da vorne im Offensivbereich, dann auf jeden Fall. Dann müssen wir mal schauen, wie das mit Marc Uth so klappt. Ja, also eigentlich sind wir damit schon fast durch, liebe Freunde. Wir kommen dann nochmal zu meinem persönlichen Spieltagstipp. Seid mir nicht böse, ich tippe ein 1:1. Das sagt mir mein Bauchgefühl und ihr wollt nicht wissen, was mein Kopf sagt. Mein Kopf sagt sogar Niederlage. Aber es soll jetzt wirklich keine Fitner gegen diese Mannschaft sein. Ich will sie nicht irgendwie in den Dreck ziehen. Ich will auch kein Schwarzmaler sein, weil ich sehe das als gegebenenfalls als einen Lernprozess an. Ein Lernprozess aus diesen Niederlagen zu lernen, zu wissen, wo haben wir die Fehler gemacht und diese Fehler Stück für Stück abzustellen. Wir haben eine junge Mannschaft, darf man nicht vergessen. Ich habe das auch nicht beachtet letzte Woche. Eine sehr junge Mannschaft mit wenigen Routiniers. Und deswegen sollten wir verlieren, wird es mich sicherlich aufregen, aber wahrscheinlich nicht so sehr wie letzte Woche, weil ich halte Elversberg für eine Wundertüte und ich fände es fatal, sie zu unterschätzen. Das wäre das Schlimmste, was wir machen können. Allerdings, ich sage mal so, es ist ein Spiel mit Tendenz zum Allen. Wir könnten auch da locker gewinnen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir 1:1, also generell unentschieden. Kopf sagt, noch einmal verlieren, aber danach ist vorbei, liebe Freunde. Danach sehe ich uns wirklich in so einer kleinen Siegesserie oder in einer kleinen Sieges- und Punkteserie. Ne? Also ich sehe trotzdem etwas optimistischer in das Ganze. Ich habe halt dann im Nachbericht nochmal gesehen, dass wir tatsächlich doch relativ gut gespielt haben. Die Mannschaft ist halt noch jung, die muss ein bisschen was dazulernen. Ich selber will keine Panik schieben, sollten wir jetzt noch einmal verlieren. Weil ich glaube, die Mannschaft wird jetzt beginnen, aus ihren Fehlern zu lernen. Der Lernprozess ist bereits eingeleitet und ich glaube, an diesen Aufgaben werden wir wachsen. Gut, und tatsächlich sind wir dann damit heute durch, Leute.
in Augsburg, jetzt sage ich schon wieder Augsburg, weil da jedes Mal so eine Invasion war, wenn ich da hingefahren bin. In Elversberg, ne? Entschuldigung, weil ich irgendwie Augsburg nochmal in den Mund genommen habe. Verzeiht mir den Versprecher. Ich erwarte dort eine Invasion. Offiziell fahren da 2500 Zuschauer vom FC hin, Fans beziehungsweise. Aber ich glaube, in den umliegenden Blöcken hat sich so auch einiges getan. Wir sind da so die absoluten Trickser. Mann, ich hätte eigentlich auch besser mal so eine Ticketmitgliedschaft bei Elversberg so vorübergehend machen sollen. Da wäre ich ja trotzdem unter FC-Fans gewesen. War in besagten Augsburg auch nicht anders. Ich erwarte eine Invasion in Elversberg. Denkt daran, Südkurve e.V. hat dazu aufgerufen, im Namen der aktiven Fanszene im Trikot zu entscheiden. Deswegen packt eure Trikots ein und dann würde ich mal sagen, hoffen wir das Beste. Und dann würde ich mich an der Stelle dafür mich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns auch wiedersehen.